Willkommen bei Princess Stories for Kids, wo euch jedes Mal zauberhafte Geschichten aus der magischen Welt von Anastasia und Athena erwarten. Macht es euch gemütlich und seid bereit für ein weiteres wundervolles Abenteuer voller Magie, Liebe und Freundschaft. Lasst uns gemeinsam ins Land der Fantasie und Träume reisen. An einem hellen Frühlingsmorgen spielten Prinzessin Anastasia und Prinzessin Athena im Garten ihres magischen Schlosses. Ihr fröhliches Lachen erfüllte die Luft, während sie über das grüne Gras rannten. Masa, ihr neugieriger kleiner Beagle, schnupperte fröhlich im Garten herum. Sie blieb bei jeder Blume stehen und wedelte freudig mit dem Schwänzchen. Plötzlich blieb Masa stehen und blickte neugierig auf etwas ganz Kleines vor ihr. Es war eine kleine, hübsche Schnecke mit einem Häuschen auf dem Rücken. »Hallo«, sagte die Schnecke mit freundlicher Stimme. »Ich bin Herr Schnecke. Mein Haus ist immer bei mir.« Die Prinzessinnen kamen näher, um ihn besser zu sehen. Herr Schnecke verbeugte sich höflich und lächelte fröhlich. Auf seinem Häuschen wehte ein kleines Fähnchen im Sonnenlicht. »Ich nenne es mein kleines magisches Haus, dort habe ich alles, was ich brauche«, sagte er stolz. »Herr Schnecke, wie kannst du dein Haus auf dem Rücken tragen?«, fragte Athena. »Ist das nicht schwer?«, fügte Anastasia hinzu. »Oh nein! Mein Häuschen ist mein Zuhause. Wohin ich auch gehe, mein Zuhause ist immer bei mir«, sagte Herr Schnecke. »Es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe immer einen Platz zum Ausruhen oder wenn es regnet.« Die Prinzessinnen hörten ihm voller Staunen zu und stellten sich vor, wie es wäre, ein Haus immer bei sich zu tragen. »Weißt du«, fügte Herr Schnecke hinzu, »zu Hause ist nicht nur ein Ort. Es ist ein Gefühl von Frieden und Liebe.« »Dürfen wir in dein Haus hineinschauen?«, fragte Athena neugierig. Herr Schnecke lächelte, »Natürlich. Aber ihr müsst ganz winzig werden.« Die Prinzessinnen hoben ihre Zauberstäbe und sprachen den Spruch, »Zauberkraft, mach uns klein und fein, damit wir sehen das Haus so rein.« Plötzlich war alles riesengroß. Das Gras war wie Bäume, die Blütenblätter wie Wolken. Sie waren so klein wie Käfer, und Masa sah sie aus der Ferne verwundert an. Vor ihnen stand Herr Schneckes Haus, jetzt so groß wie ein richtiges Häuschen. Die spiralförmige Holztür hatte eine winzige Glocke, die Kling-Kling machte, als sie klopften. Daneben stand ein kleiner Briefkasten mit der Aufschrift Herr Schnecke. Die Prinzessinnen kicherten und klopften vorsichtig an. Die Tür öffnete sich, und sie traten leise und voller Staunen ein. Drinnen war alles winzig klein und ordentlich. An den Wänden hingen Muscheln, Bilder von Gräsern und ein schönes kleines Porträt von Herrn Schnecke mit Fliege. In der Ecke stand ein Tisch aus einem getrockneten Samenkorn, und die Stühle bestanden aus leeren Schneckenhäusern. Auf dem Regal standen winzige Gläser mit Teeblättern und Glaskugeln, die wie Lichter funkelten. In der Mitte lag ein runder Teppich aus Moos. Es war still, warm und wundervoll, wie in einem Traum. »Jetzt, da ihr meine Gäste seid, gibt es eine kleine Jause«, sagte Herr Schnecke fröhlich. Er holte ein Tablett mit warmem Tee und kleinen Keksen in Blattform. Die Prinzessinnen bedankten sich, und alle genossen Tee und Kekse mit einem Lächeln. Da rief plötzlich eine vertraute Stimme aus der Ferne, »Anastasia, Athena, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Es wird bald dunkel«, es war Königin Anita, die vom Schlossfenster rief. Die Mädchen standen auf, umarmten Herrn Schnecke liebevoll und verabschiedeten sich. Dann hoben sie ihre Zauberstäbe und kehrten mit einem Funken in ihre echte Größe zurück. Masa kam leise heran und leckte Herrn Schnecke sanft über sein Häuschen. Herr Schnecke lächelte, froh, so wunderbare Freunde gefunden zu haben.
Während die Sonne unterging, spazierten die Prinzessinnen und Masa langsam den Weg zurück zum Schloss. Die Blumen flüsterten Gute Nacht, und der Himmel glänzte golden über ihnen. An diesem Abend kuschelten sich Anastasia und Athina in ihre königlichen Betten. Masa rollte sich neben ihnen zusammen. Eingehüllt in Wärme und Lächeln schliefen sie ein, mit Träumen von dem kleinen Haus und ihrem neuen Freund, Herrn Schnecke. Und so ging ein weiterer zauberhafter Tag im Schloss der zwei Prinzessinnen zu Ende. Und wo auch immer ihr seid, liebe Kinder, tragt euer Zuhause in euren Herzen. Funkelndes Herz, gute Nacht und träumt die allerschönsten Träume.